Oh nein, Leute, unsere Pokémon sind infiziert. Sie haben ein Virus, einen ganz tollen Virus, nämlich und zwar den Pokerus. Tja, in dem Sinne, willkommen zurück hier bei Pokémon Omega Rubin. Ihr habt richtig gehört, sie haben alle den Pokerus bekommen. Das habe ich ja schon letzten Part erklärt. Was der so Tolles drauf hat, was ich aber nicht erklärt habe, oder erwähnt habe zumindest, ist, wie man den bekommen kann. Also, eigentlich ganz einfach, halt so viele Pokémon wie möglich besiegen, sprich gegnerische Pokémon. Und die sollten, also sprich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie 1 zu, no, keine Ahnung, 9000 oder so, oder kleiner. Ich glaube, kleiner. Auf jeden Fall eine gewisse Chance gibt es dazu. Und dann, wenn man ein gegnerisches Pokémon besiegt hat, kann das eigene Pokémon den Pokerus erhalten. Wie gesagt, kann. Muss nicht, aber kann. Oh, verdammt. Ah, das falsche Rad. Nein, ich habe das falsche Rad mitgenommen. Ah, das war ja aus bestimmten Grund. Verdammt. Egal, nochmal deaktivieren und mal gucken, was die will. Vergiss die Pflanze nicht tanken, wenn dafür mit vielen hübschen Blüten belohnt. Hehe. Hier ist dies für dich. Ein Himbeere, nicht schlecht. Ein Hippiebeere wohlgemerkt. Ja, der Pokerus. Finde ich echt genial, also den hier im Let's Play noch bekommen haben. Weil auf Alpha Saphir habe ich noch nicht. Nur mal so eine Randbemerkung. Und damit wird echt das EV-Training so richtig geil. Da freuen wir schon sehr drauf. Fragierbeere geerntet. Toll, dankeschön. Okay, wieder auf nach Lavesselfeld, wa? Und besuche mal diesen Professor Kosmos, wie er so schön hieß, von Maike. Veronika, nicht mal ein normaler Name, ey. Na dann, Atomic, Konfusion war. Und vielleicht kriegen wir es echt mit Atomic im Part noch Level 30. Das wäre immer geil. La 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 la. Na komm schon, Atomic, komm schon, setz die Konfusion ein und geht doch. Und ja, immer so ein Kammerauber. Feuerboden! Einfach dran denken, Leute. Kann ihr Feenattacken einsetzen, die wirken bei Feuer-Pokémon nur um die Hälfte. Wieso verstehe ich allerdings auch nicht, wieso wirkt Fee bei Feuer nur die Hälfte? Also rein logisch sehe ich da keinen Zusammenhang, wird natürlich schon irgendwie einen Grund geben, vermutlich halt, weil Feuer sonst irgendwie wenig Anfälligkeiten hätte und so, deswegen, ja. Und deswegen dachte man sich halt, oh komm, kann man Fee irgendwie noch sagen, ja, nur halbe Chance gegen Feuer, weil sonst Fee 100 zu mächtig wäre, oder was weiß ich. Wieso machst du wenig Schaden plötzlich? Ich habe am Anfang nie mehr Schaden gemacht als beim zweiten Mal. Seltsam, ein Roselia. Ein Pflanze-Gift-Typ. Ich weiß, Atomic ist gerne ein bisschen geschwächt, es müsste aber trotzdem reichen. Natürlich nicht, wenn es schneller ist. Entschuldigung, mein Fehler. Verdammt, hey. Das geht doch nicht. Es soll sich doch entwickeln. Was haben wir hier noch? Einen schönen Beleber, wa? Der wirkt ja richtig belebend. Hahaha. Da war was. Oh nein, Stachelspuren. Mann. Ich kann doch nicht unser Pokémon ständig gegen die wechseln und heilen. Megasauger! Schon wieder? Das reißt hier langsam. Was? Oh, verdammt, wie stark ist denn die Attacke? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt macht den ganzen Schrott schon wieder. Ihr seht, Roselia ist zwar klein, aber oho. Wahrhaftig oho.
Total. Oh, scheiße. So, jetzt reicht's aber. Meine Fresse, ey. Was man nicht alles macht, bloß für eine Entwicklung, hm? So, und jetzt hoffentlich wird es mal was. Mit Atomic! Ich wollte mega sagen, macht irgendwie so wenig Schaden und dann im Gegenzug wieder Zauberblatt, was so viel Schaden macht. Was? Okay. Wieso ist der Atomic plötzlich so schwach? Und jetzt wird es schneller? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Tja, immer noch ein Level Up. Was will mehr? Ein Junglud Level 30 nach 6 Level für Entwicklung. Und Tunnel entwickelt sich jetzt endlich mal. Tunnel, Tunnel. Oh yes, Mann, du. Es entwickelt sich endlich. Du. Und damit haben wir auch endlich mal ein Meta, mit dem natürlich das Trainieren, ich trainiere natürlich das Fangen wilde Pokémon um einiges einfacher wird. Konfusion, nö, wieso? Aber zwar starke Attacken. Ja, auch nicht, weil der Eisenstein natürlich viel stärker. Also Metallklaue. So, dankeschön, Kumpel. Entschuldigung, mein Fehler. Und Jungblut ihm noch paralysiert. Ja, aber nicht noch ein Paraheiler, hoffe schon. Jo, einen haben wir noch. Für Level 30. Jungblut. Jungblut. Und auf zur Route 113. Hallo. Was ist jetzt schon wieder? Bisher war es ganz schön weit. Ich war erschöpft, also habe ich eine Pause eingelegt. Der Pokémon-Team scheint auch einfach eine Ich habe sie gerade schon geheilt. Oh Mensch. Fail. Voll schnell geheilt, okay. Perfekt. Professor Cosmo, der Mann, zu dem ich unterwegs bin, ist ein berühmter Meteoritenforscher. Er untersucht zusammen mit also natürlich mit Professor Birk, ob es einen Zusammenhang zwischen Pokémon und Meteoriten gibt. Also los, bis Laufwechselfeld soll es nicht mehr weit sein. Vorwärts. Hetz mich nicht. Mann, ey. Man sieht schon, sieht alles ein bisschen anders aus, weil die Asche vom Schlotberg liegt hier direkt runter und deswegen ist hier auch alles ein bisschen dunkler und so und es gibt auch solche Aschenhaufen. Und das Pokémon, das wir gerade gehört haben, das war, oder müsste zumindest ein Panzeron gewesen sein. Na, hatte recht, ist es ein Panzeron, ein Stahlflugtyp? Und ob es das ist, ein wildes Panzeron. Tja. Stahlflug. Und ich habe gerade Psycho. Ja. Was steht, wa? Aber um das zu fangen, naja, das ist ein Problem, war es natürlich schon ziemlich stark von dem her. Damit bringt es wegen den Feentypen hier nicht wirklich. Kokir wegen Pflanztyp auch nicht. Nach Jungblut, aber der ist so stark, der haut es gerade aus den Socken. Chaos, also macht natürlich auch nicht so viel Damage als Stahl gegen Stahl-Pokémon. Und Meting ist wohl zu schwach, um starken Schaden zu fabrizieren. Tja. Da muss ich mich ein bisschen herantasten. Verwirrt. Das war knapp, ey. Das hätte richtig schön Schaden bei Kiel ja mal. Kiel, sag ich schon, natürlich. Bei Atomic, Entschuldigung. Bei Atomic und nicht bei Kirlia machen können. Ja, und Kraftkoloss, der wächst zumindest mal eine Stufe. Also, natürlich normalen Schaden meine ich.
doppelt so stark gegen Stahl und halb so stark halt gegen Flug. Sprich, macht ungefähr normalen Schaden. So, jetzt vielleicht noch einmal. Ich bin jetzt ein bisschen schwächer als zuvor. Das heißt, wenn es gut geht, überlebt Panzeron. Sehr schön, sehr schön. Das wollte ich auch so. Wenn es jetzt zwar sowohl der Angriff als auch die Verteidigung ist ja, eigentlich um 2 Stufen, um 50%, sogar noch mehr. Niedriger als gerade eben noch. Und das ist natürlich schon ziemlich viel. Metang. Ich bin Metang, was willst du? Ja, wie fett das halt plötzlich ist, wa? So, Neutral-Torso. Oder heißt das so? Neutral-Torso? Wie auch immer. Einfach eine geile Fähigkeit für ein Pokémon, um ein anderes zu fangen. Bringt nix. Du Arsch. Tja, dann doch mal den Pokéball. Wir sind nur Stufe 16, aber es ist ziemlich mühsam noch zu fangen. Ja, das meinte ich schon. Ein Panzeron, das hol ich mir jetzt, und zwar mit dem Pokéball. Flup, flup. Ja, es will einfach nicht. Ich meine, auch weiter schwer kann ich es jetzt nicht. Natürlich, wenn ich machen könnte, wäre noch paralysieren und einschläfen lassen. Dummerweise aber noch keine solche Attacken im Team. Die 2 und keine 3. Ah, jetzt werden wir mal so einen Schnellfang gebrauchen. Pokéball! Fliege, fly and win! Das wird immer schlechter, ey. Ich weiß, wir können auch schon die Superbälle gebrauchen, aber ich will jetzt erstmal die Pokébälle noch aufbrauchen, wo ich mich auf die Superbälle konzentriere. Die ich eigentlich auch schon bald durch Hyperbälle ersetzen will. Na, wird es langsam... Das gibt's doch einfach nicht, hey. Ich sehe schon kommen, dass sie braucht noch eine ganze Power, bis noch mal ein Pokéball drin ist. So, come on, Kumpel, hab noch eine lange Zeit. Ich will dich endlich in das Schloss und Gitter bringen. Klingt fast so, ja? Okay, er ist sauer. Was mache ich da am besten? Erwarten, Tee trinken? Nee. Erwarten, bis er keine AP mehr hat. Für Attacken ist auch keine Lösung. Dann setzt er halt in eine Notfallattacke ein, glaube ich, weiß sogar, und die macht ihm sogar selber Schaden noch. Und das wäre ziemlich doof. Das kommt im Pokéball, da reicht bis Level 20 Gegner normalerweise. Das kommt natürlich immer aufs Pokémon drauf an, aber in der Regel reicht's. Und wir wissen ja alle, die Ausnahme ist natürlich die Regel. Okay, letzter Pokéball. Danach muss ich echt auf die Superbälle zurückweichen, Alter. Okay. Er hat echt keinen Bock. Gut, Kumpel, du willst so, du kannst so haben. Superbälle. Die sind einfach nur super krass. Du bleibst jetzt endlich drin. Geht doch. Ja, das Panzeron bevorzugt lieber blau als rot. Mann, was für ein nerviges Pokémon. Aber es gibt viele Erfahrungspunkte, wie ihr gesehen habt. Das trotz des eigentlich schwachen Levels. Nun, dankeschön. Das könnte man ja später noch als Flug-VM-Viech missbrauchen, wa? Das irgendwie missbrauchen, das klingt so hart, aber es ist eigentlich leider die Wahrheit. Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Wegen der Asche, weil die halt von Lava abgekühlt wird durch die Luft. Und wieder ein Boden-Pokémon. Naja, wird schon nie gut gehen.
Denn die Konfusion kann alles. Fast alles. Autsch. Okay, Volltreffer. Da kannst du nicht groß was sagen, wa? Und ein Fritzelblitz sowieso nicht. Das schockt mich nicht. Hahaha. Ein Kuss geklaut. Und fast komplett geheilt, was sogar wieder auf die Katz war. Ich sag's ja, für die Katz war. Ja, toll. Naja, ist ja so, Du kannst Elektro-Pokémon nicht mehr paralysieren lassen. Geht nicht mehr. Was irgendwie ein bisschen unlogisch ist, weil du kannst natürlich ein Pokémon auch durch Body Slam paralysieren lassen. Als Beispiel. Wieso sollte das bei Elektro-Pokémon nicht mehr gehen? Ach ja, den Grund jetzt schon geben. Ja, was mache ich jetzt? Halber keinen mehr. Jetzt kann man Hyperheil wieder ein. Für Atomic. Und dann mal am besten einen Supertrank. Normaler Trank noch. Ja, wieso nicht? Und noch was für Metang. So, perfekt. Und dann mal gucken, und irgendwie noch besondere Items. Vor allem natürlich versteckte Items. Ja, da gibt's was. Wer bist du eigentlich? Es macht irre Spaß, in einem Hügel aus Vulkanasche zu springen. Okay, merken wir uns. Und finden dabei ein Äther. Äther. Hier ist nix. Außer einen, wie ich vermute, Sandan. Nur ein Panzeron, cool. Oh, Atomic, das ist weniger cool. Tschüss, hat mich gefreut. Und eben auch nicht. Ja, da kann ich auch hin, das ist noch eine Vulkanasche. Und einen versteckten Superschutz. Braucht zwar kein Mensch, aber naja. Willst du fighten? Feen-Pokémon haben das Feuer in mir im Fach, das sei so vorsichtig. Was irgendwie unlogisch ist, weil ja, wie bereits erwähnt, Feenattacken bei Feuer-Pokémon nur um die Hälfte wirken. Beziehungsweise halt nicht besonders effektiv sind. Psychophet, ja, wird es da was Gegenseite oder was? Keine Ahnung. Ich versuch's mal mit dem Liebeskuss. Oh, ich meine ein bisschen was. Tommy gegen Kirlia. Wer wird wohl gewinnen? Das war ein kurzer Schlagabtausch. Tja, Sieger auf ganzer Linie. Da ist mein Traum vom Sieg. Ja, du kleine Träumerin, wa? Wie kann man wohl Feen-Pokémon so bringen, sich mit Feuer-Pokémon zu verstehen? Da fragst du den Falschen. Noch ein Panzeron. Obwohl, wieso eigentlich nicht? Und zwar mit Chaos am besten. Denk mal, da vielleicht sogar Steinhagen noch zweimal. Vermutlich ja dreimal brauche ich da. Dann anschleichen. Mit dem dämlichen Item da geht das ja nicht. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich weiß, momentan kommen wir kaum vorwärts, aber 20 Minuten halt und ein, zwei starke Trainer oder halt widerspenstige Pokémon hast, ist dazu schon fast ein bisschen zu wenig. Oh nein, nicht das Sandwirbel. Trifft trotzdem. Ja, hab's ja gesagt, zweimal. Und Panzeron ist down. Ich krieg doch ein paar. Mein für 10 Level Unterschied ist eigentlich noch ganz gut. So Leute, noch ganz kurz einen Schutz aktivieren, weil sonst nervt mich das ein bisschen. Die ganzen Pokémon hier. Und würde dann doch mal sagen,
Wir sehen uns wieder im nächsten Part hier bei Pokémon Omega Rubin. Auf dem Weg nach Laubwechselfeld und hier ist natürlich alles voller Asche. Hilfe, alles voller Asche, mein Hals. Hilfe, tschüss.